Die Lila und der Hops klettern wieder einmal auf ihrem Lieblingsbaum herum und haben es mega lustig. Sie lachen und geissen, gumpen von Ast zu Ast, verstecken sich und erklüpfen sich und haben es einfach super gut zusammen. Die Lila hockt lachend auf einem Ast, für ein bisschen durchzuschnaufen und sagt zum Hops: Hops, kommst du heute ein bisschen päuseln? Aber es kommt keine Antwort. Hops, wo bist du? Die Lila schaut es um, aber sie kann den Hops nie erkennen. Hops, wo bist du? Komm schon, zeig dich. Ich bin genau über dich. Siehst du mich nicht? Ah, da bist du. Nein, ich habe dich nicht gesehen. Ich habe ja auf meinem Kopf auch keine Augen. Der Hops lässt sich auf den Ast von Lila runter, hockt neben sie und grinset über das ganze Gesicht. Jetzt habe ich dich schon gerade ein bisschen reingelegt, gell? Ja, bist so nah und doch habe ich dich nicht gesehen. Fast so wie der Heilige Geist, den wir vorher von ihm gelesen haben. Das war sicher ziemlich schräg für die Leute, die dann den Heiligen Geist bekommen haben. Findest du nicht? Ja, schon ein bisschen schräg. Plötzlich kommt eine Flamme vom Himmel und hockt auf den Kopf. Ich wäre sicher in den nächsten Bach gegumpelt, für das Feuer zu löschen. Aber eigentlich schon cool, der Heilige Geist. Schade sehen wir ihn nicht mehr als Fremdli. Warum auch nicht? Und sonst im Winter die Kappe immer verbrennen. Der Heilige Geist lebt in uns innen und ist sehr ein kraftvolles und wertvolles Geschenk von Gott. Er gibt uns Mut und hilft uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie können wir den Heiligen Geist hören? Fragst du jetzt sicher. Manchmal redet der Heilige Geist wirklich fast wie eine Stimme zu uns. Wir wissen, dass er gerade eben geredet hat, auch wenn wir ihn nicht gehört haben. Oder es kommt gerade ein Gedanke, wo wir denken, woher kommt jetzt der? Oder wir wissen einfach, dass der Entscheid, der jetzt plötzlich in meinem Kopf ist, der richtige ist. Wir können das üben, auf den Heiligen Geist zu hören. Wenn wir Gott bitten, dass wir den Heiligen Geist hören können, dann hilft er uns auch, dass wir die innere Stimme lernen verstehen. Probier es doch einfach aus. Der Heilige Geist will dich auch besser lernen kennen und erkennen. Das probiere ich in nächster Zeit auch mal aus. Hilfst du, Hops? Ich bin dabei.